Wegen dem Iran-Krieg kommt die weltweite Energieversorgung immer mehr unter Druck. Ich habe mich darum gefragt, wo eigentlich die Schweiz ihre Energie her hat und wie sich der Krieg auf die Schweizer Energieversorgung auswirkt. In diesem Video habe ich mir angeschaut, was für Energie die Schweiz überhaupt braucht. Ob sie das selber produzieren kann, was sie sonst noch importieren muss und was für Abhängigkeiten sich durch das ergeben. Ciao zusammen, von unten hier. Herzlich willkommen aus dem heimischen Bernbiet, direkt neben der Zug. Weltweit zeigt sich schon, wie schnell die Lage kippen kann. In Australien sind mehrere hundert Tankstellen wegen leeren Most- und Dieseltanks betroffen. Auf den Philippinen ist sogar ein nationaler Energienotstand ausgerufen worden. Das heisst, der Stromhandel ist verboten worden. Und in Deutschland gibt es zwar noch keinen eigentlichen Versorgungsnotstand, aber es werden schon Notfallmassnahmen diskutiert. Zum Beispiel eine Preisobergrenze für Benzin und Diesel oder auch eine mögliche Reaktivierung von Kohlekraftwerken, falls der Konflikt noch ein Zeitchen weitergeht. Hier in der Schweiz ist der Most und das Erdgas im Moment noch in genügenden Mengen verfügbar. Es ist einfach teurer geworden. Grund genug, für gleich einmal genauer herzuschauen. Was für Energie braucht die Schweiz eigentlich überhaupt? Wenn man über Energie redet, denken viele in der Schweiz zuerst an Strom. Aber wenn man genauer heranschaut, ist Strom nur ein Teil des ganzen Energiemix. Der grösste Block ist noch das Erdöl, also Benzin, Diesel und Heizöl. Damit wird vor allem der Verkehr betrieben, Autos, Lastkarren etc. Und auch beim Heizen spielt Heizöl noch immer eine wichtige Rolle. Dann kommt der Strom. Der wird überall dort gebraucht, wo Geräte laufen, im Haushalt, in der Industrie etc. Ohne Strom funktioniert im Alltag praktisch nichts mehr. Und dann gibt es noch das Erdgas. Das wird vor allem zum Heizen eingesetzt, aber auch in der Industrie. Zum Beispiel für einen Prozess, wo hohe Temperaturen nötig sind. Zum Beispiel bei der Stahlproduktion oder in der Zementindustrie. Dazu kommen noch kleinere Sachen wie Holzöfen, Fernwärme und so Zeug. Der entscheidende Punkt ist der: all diese Energiearten sind nicht einfach austauschbar untereinander. Ein Benzinauto fährt nicht plötzlich mit Strom, nur weil gerade viel Strom herum ist. Und eine Gasheizung läuft nicht auf das Mal auch mit Solarstrom, nur weil die Sonne gerade geil scheint. Als nächstes wollte ich wissen, was für Energie die Schweiz denn eigentlich selber produziert. Die Schweiz produziert vor allem Strom. Und innerhalb von diesem Strom gibt es zwei klare Hauptsäulen. Die wichtigste ist die Wasserkraft. Dazu gehören einerseits grosse Speicherkraftwerke in den Alpen mit Stauseen, die Wasser zurückhalten und bei Bedarf Strom produzieren. Ein bekanntes Beispiel ist Grande Dixence im Wallis. Andererseits gibt es Flusskraftwerke, die laufend Strom aus der Strömung von Flüssen erzeugen. Zum Beispiel an der Aare mit dem Wasserkraftwerk in Mühleberg. Das macht die Wasserkraft für die Schweiz so wichtig. Sie ist seit Jahrzehnten das Rückgrat von der inländischen Stromproduktion. Die zweite wichtige Säule ist die Kernenergie. Aktiv am Netz sind heute noch Betznau 1 und Betznau 2, Gösgen und Leibstadt. Das frühere Kernkraftwerk Mühleberg ist seit Ende 2019 ausser Betrieb, bei der Pension sozusagen. Kernenergie liefert immer noch einen grossen Teil des Schweizer Stroms. Und zwar relativ konstant, weil die sind ja nicht abhängig von Sonne, Wind oder Tageszeit. Neue Atomkraftwerke sind in der Schweiz im Moment aber nicht geplant. Politisch wird neuerdings probiert, das Neubauverbot zu lockern, wo man im Kernenergiegesetz Artikel 12a vom 2018 ist beschlossen worden. Die bestehenden Atomanlagen haben aber noch kein fixes Ablaufdatum. Nach heutiger Betreiberplanung soll Betznau 2 bis ca. 2032 laufen, Betznau 1 bis 2033 und Leibstadt mindestens bis 2045. Für Gösgen habe ich in den offiziellen Quellen kein klares definiertes Enddatum gefunden.
Dazu kommt in den letzten Jahren gängig stärker die Solarenergie. Gemeint sind hier vor allem Photovoltaikanlagen auf Hausdächer, Firmendächer und Gewerbebauten. Also, das sind Solarpanels auf Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser, Lagerhallen oder Industriegebäude. Solar wächst darum sichtbar, ist im Vergleich zur Wasser- und Kernenergie aber gängig noch deutlich kleiner. Dann gibt es noch thermische Stromproduktion. Das ist in der Schweiz kein grosser Bitz, aber es gibt ihn. Dazu zählen zum Beispiel Kehrichtverbrennungsanlagen, die aus Abfall nicht nur Wärme, sondern auch noch Strom produzieren. Oder Anlagen mit Biogas gehören in diesen Bereich. Die Windenergie spielt in der Schweiz bis jetzt nur eine sehr kleine Rolle. Die bekanntesten Anlagen stehen im Berner Jura, vor allem auf dem Mont Cousin und auf dem Mont Soleil. Der betreibt die BKW mit Juvent, der grösste Windpark der Schweiz. Es gibt zwar noch mehrere geplante Projekte, vor allem im Jura und in den Alpen. Der Ausbau ist aber schwierig, weil viele Anlagen lokal umstritten sind und das Bewilligungsverfahren in häufigen Fällen über Jahre gehen. Windkraft gibt es in der Schweiz also durchaus, aber sie bleibt räumlich konzentriert und im ganzen Strommix bis jetzt ziemlich klein. Hier ein Überblick. Wasserkraft ca. 15,9%, Kernenergie ca. 7,6%, Solar etwa 2% und die thermischen ca. 1,2%. Wind zum Schluss ca. 0,05%. Zusammengefasst kann man also sagen, die Schweiz ist bei der Stromproduktion vergleichsweise stark. Vor allem dank Wasserkraft und Kernenergie kann sie einen grossen Teil von diesem Bereich selber abdecken. Solar ist am Wachsen, aber noch auf kleinerem Niveau. Wind- und thermische Stromproduktion spielen bis jetzt eine Nebenrolle. Bei Erdöl und Erdgas sieht es dagegen ganz anders aus. Die Schweiz hat keine wirtschaftlich nutzbare Quellen im Boden. Kleinere Funde oder Explorationsprojekte ändern nichts an dem. Für den Realbedarf bedeutet das, Öl und Gas kommt fast komplett aus dem Ausland. Das habe ich mir als nächstes angeschaut. Ein grosser Teil der Energie, die die Schweiz braucht, kommt nicht aus heimischer Produktion. Der wichtigste Posten sind die Erdölprodukte, also Benzin, Diesel und Heizöl. Die werden komplett importiert. Ein grosser Teil, rund 75%, kommt schon als Fertigprodukt in die Schweiz. Vor allem aus europäischen Raffinerien in Deutschland, Frankreich und Niederland. Das Rohöl, das dort verarbeitet wird, kommt aus verschiedenen Förderländern. Zum Beispiel von den USA, aus Norwegen, aus Kasachstan, Nigeria oder Libyen. Früher auch noch stark aus Russland. Dieser Anteil ist aus politischen Gründen im Moment aber stark zurückgegangen. Ein kleinerer Teil, rund 25%, kommt als Rohöl direkt in die Schweiz. Häufig von den USA oder Nigeria. Weil Rohöl aber international über Händler eingekauft wird, kann man den genauen Ursprungsort meistens eben nicht eindeutig festnageln. In der Schweiz wird das Rohöl dann in der Raffinerie Gressier zu Benzin, Heizöl und Diesel verarbeitet. Gressier ist die einzige aktive Raffinerie der Schweiz. Der zweite wichtige Bereich ist das Erdgas. Auch da gilt, die Schweiz fördert selber kein Erdgas. Das Gas kommt über Pipelines aus dem europäischen Netz. Im Gegensatz zum Erdöl lässt sich beim Erdgas häufig gar nicht sagen, aus welchem Land es ursprünglich kommt. Es wird für ganz Europa gehandelt, gemischt und weiterverteilt. Was man grundsätzlich sagen kann, ist, dass ein grosser Teil aus Ländern kommt wie Norwegen, Algerien, Aserbaidschan, den USA und Katar. Der Anteil aus Russland ist in den letzten Jahren stark zurückgegangen. Für die Schweiz selber lässt sich die Herkunft im Einzelfall, wie gesagt, aber meistens nicht mehr eindeutig bestimmen. Der dritte Posten ist der Strom. Und da ist die Ausgangslage für die Schweiz deutlich besser.
Über das ganze Jahr gesehen produziert die Schweiz einen grossen Teil des Stroms ja selber. Aber vor allem im Winter gibt es trotzdem Situationen, wo Strom importiert wird. Die Schweiz ist darum eng mit dem europäischen Stromnetz verbunden und tauscht laufend Energie mit Nachbarländern aus. Also mit Deutschland, Frankreich, Italien und Österreich. Diese Länder produzieren ihren Strom jeweils unterschiedlich. Zum Beispiel mit Kernenergie, Wasserkraft, erneuerbarer Energie, aber auch fossile Brennstoffe. Der Strom, der in die Schweiz fließt, lässt sich aber nicht einfach eindeutig an einem einzelnen Land zuordnen. Was sind denn jetzt zusammengefasst die eigentlichen Abhängigkeiten für die Schweiz? Das noch als nächstes. Man darf sagen, im Alltag funktioniert die Schweizer Energieversorgung stabil. Trotzdem gibt es grosse Abhängigkeiten. Erstens ist da der Winter. Während dieser Jahreszeit ist die Schweiz direkt abhängig vom europäischen Strommarkt. Winter sehen wir ja. Ein zweites Thema sind Erdöl und Erdgas. Da ist die Schweiz vollständig auf Import angewiesen. Wenn es auf den globalen Märkten zu Spannungen kommt, etwa durch politische Konflikte oder Lieferunterbrüche, spürt die Schweiz das direkt. Oh, jetzt muss man eingefrieren. Aber nicht jeder Konflikt hat die gleiche Wirkung. Beim Erdöl ist der Markt vergleichsweise breit aufgestellt. Europa bezieht Rohöl aus verschiedenen Weltregionen. Zum Beispiel von den USA, aus Norwegen oder aus Nordafrika. Fällt eine Quelle aus, kann sie meistens durch eine andere ersetzt werden. Kritisch wird es vor allem dann, wenn mehrere von diesen Lieferregionen gleichzeitig ausfallen. Auf der Transportseite spielen Engpässe wie die Strasse von Hormuz oder der Suezkanal eine zentrale Rolle. Über die läuft ein grosser Teil des weltweiten Energiehandels. Auch wichtige Hafenregionen in der Nordsee, zum Beispiel Rotterdam oder Seebrugge, und im Mittelmeer, etwa Barcelona oder Piombino in Italien, sind entscheidend für die Versorgung von Europa. Und zum Schluss, wie ging noch, was ich aus dieser Recherche gelernt habe. So wie ich das verstehe, kann die Schweiz bei Öl und Gas nie unabhängig werden. Dafür fehlen einfach die Ressourcen im Boden. Die Schweiz kann die Abhängigkeit aber trotzdem reduzieren, nämlich indem sie weniger davon braucht. Im Verkehr heisst das zum Beispiel weniger Benzin und Diesel, also auch mehr Elektrifizierung. Und beim Heizen eventuell weg von Öl und Gas und mehr in Richtung Wärmepumpen, die Wärme aus der Umgebung nutzen. Oder Fernwärme aus zentralen Anlagen. Oder Alternativen wie Holzheizung oder Biogas. Das heisst im Umkehrschluss auch, Strom wird für die Schweiz wahrscheinlich immer wichtiger. Und das könnte Sinn machen, weil das genau der Bereich ist, wo die Schweiz tatsächlich gut selber produzieren kann. Et voilà! Dann würde ich sagen, das war es wieder mal für heute. Merci vielmals an alle, die mich auch in der letzten Woche mit einer Spende unterstützt haben. Es hilft mir, dass ich mir gängig mehr Zeit für meine Recherchen nehmen kann. Darum nochmal einen herzlichen Dank an alle Unterstützer. Ihr findet Spendeninfos unter www.vogunten.ch oder auch im Beschreibungstext von jedem Video. Also, merci fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei. Ich freue mich. Tschüss. Jetzt aber blitzartig die Winterhose anlegen. So warm ist es dann gleich nicht.